Reformation, der neue Bund. Als der Martin Luther vor 500 Jahren seine 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg annagelte, da hatte er nicht die Absicht, eine neue Kirche zu gründen. Er wollte eine alte reformieren. Als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha starb, da wollte er nichts renovieren. Er wollte einen alten Bund zum Ende bringen. Er machte etwas ganz völlig Neues. In Römer 10, Vers 4, da heißt es, denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für einen jeden, der da glaubt. Jesus Christus hat etwas völlig Neues, etwas ganz, ganz Neues gemacht, einen neuen Bund. Und über diesen neuen Bund sagt der Herr Jesus selber, wir lesen miteinander Lukas 22 ab Vers 19. Lukas 22 ab Vers 19, da sagt der Herr Jesus, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahle und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dieser neue Bund, den der Herr Jesus aufrichtete, wurde am Kreuz aufgerichtet, wurde am Kreuz mit seinem eigenen Leben bezahlt und wurde unterschrieben mit dem Blute Jesu Christi. Ein ganz neuer Bund. Etwas nie Dagewesenes. Dieser Bund beruht auf dem, was Jesus getan hat. Und ist Ausdruck des Willens Gottes, denn der Jesus sagt, denn siehe, ich komme, zu tun, o Herr, deinen Willen. Dieser neue Bund ist das, was Jesus tut, vor Grundlegung der Welt beschlossen, am Kreuz auf Golgatha ausgeführt. Und wisst ihr, das Schöne ist, Gottes Zusagen werden ihn nicht gereuen. Dieser Bund bleibt bestehen. Er wird nie veralten, er wird nie untergehen, weil er unterschrieben wurde mit dem Blute Jesu Christi. Und wisst ihr, das Schöne ist, dieser Bund bleibt nicht nur bestehen für den lebendigen Gott, sondern dieser Bund bleibt auch bestehen für uns. Er garantiert auch uns, dass wir, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir uns auf diesen Bund einlassen, dass wir das Ziel erreichen werden. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du am Kreuz von Golgatha zusammengebrochen bist, wenn du dein Leben, wie ich es tun durfte vor 40 Jahren, dein Leben dem Herrn Jesus gegeben hast, dann wird er, der lebendige Gott, mit dir ans Ziel kommen. Etwas ganz Neues. Im Alten Testament, da musste der David bitten, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das müssen wir im Neuen Testament unter dem neuen Bund nie bitten. Ich darf ein Kind Gottes sein und bleiben für alle Zeit und alle Ewigkeit. Nicht, weil wir gut wären oder nicht, weil wir uns das verdient hätten. Die Bibel sagt über uns, denn da ist keiner gerecht, können wir nachlesen, Römer 3, ab Vers 10, denn da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Auch ich habe nicht nach Gott gefragt. Der lebendige Gott ging mir nach, hat mich gesucht, hat mich überwunden und ich durfte mein Leben dem Herrn Jesus geben. Der lebendige Gott schafft es, durch seine Treue, durch seine Zusage, durch das, was er getan hat am Kreuz von Golgatha, dass ich und dass du, wenn du ein Kind Gottes bist, schließlich das Ziel erreichen werden. In Philipper 1, Vers 6 sagt der Apostel Paulus so triumphierend, denn ich bin überzeugt, in einer anderen Übersetzung sagt er, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, in dir angefangen hat, es auch vollenden wird, bis an den Tag Jesu Christi. Was für ein Jubel. Der neue Bund, Jesus wohnt in uns. Er geht nie mehr weg. Der neue Bund, er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Er bleibt. Der Herr Jesus sagt, in dieser Abschiedsrede, wie der Fredi schon angetönt hat, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 14, und ich will den Vater bitten,
Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass der bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der neue Bund, am Kreuz aufgerichtet. Es bedeutet, Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was für eine wundervolle Tatsache. Jesus wohnt durch die Wiedergeburt in meinem, in deinem Herzen. Er geht nie mehr weg. Und wisst ihr, das Schöne ist auch, wenn das so ist, dann dürfen wir auch mit dem Herrn Jesus mehr als Überwinder sein. Immer wieder neu. Ich darf ein Überwinderleben führen. Der neue Bund, eine neue Voraussetzung. Machen wir uns ganz kurz einige Gedanken bezüglich des alten Bundes. Der alte Bund, geschlossen am Sinai. Der Sinaitische Bund genannt oder auch Mosaischer Bund genannt. Was hat dieser alte Bund uns gesagt? Was hat dieser alte Bund uns gelehrt? Der alte Bund, geschlossen am Sinai, dieser sagt, du sollst, du musst, tue dieses nicht, fasse jenes nicht an, halte die Gebote. Die Bibel sagt, wer diese Dinge tut, in Römer 10, Vers 5, wer diese Dinge tut, der wird durch sie leben. Aber können wir, kannst du das in deinem Leben umsetzen? Kannst du Gottes Gebote halten? Ich musste mit Erschrecken feststellen, dass ich das nicht kann. Denn da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir sind alle gefallene Menschen. Der Maßstab Gottes, der uns in diesem sinaiischen Bund entgegenkommt, können wir nie einhalten. In Galater 3, Vers 11 sagt Paulus, es ist klar, dass mit der Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht wird. Auch du nicht und auch ich nicht. Der alte sinaitische Bund, der kann niemand vor Gott gerecht machen. Der alte Bund zeigt uns auf, wer Gott ist. Der alte Bund zeigt uns auf, dass es ein heiliger Gott ist. Der alte Bund zeigt uns den Maßstab eines heiligen Gottes, der in einem unveränderlichen Licht wohnt. Und er zeigt uns auf, wer wir sind. Der Herr Jesus sagt es so in Matthäus 15, 19. Und er meint damit mein Herz. Denn aus dem Herzen, da kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falschzeugnisse, Lästerungen. Dieser alte Bund, er zeigt uns, wer wir sind. Und wenn wir uns anstrengen, dann führt er uns in die Unfreiheit, in die Knechtschaft. Ich muss und ich kann es doch nicht. Und schlussendlich bringt uns dieser alte Bund, bringt uns den Tod. Und deshalb, darum brauchen wir etwas ganz Neues. Wir brauchen einen neuen Bund. Wir brauchen jemanden, der uns aus dieser Gefangenheit herausnimmt. Wir brauchen Gott selbst, der uns entgegenkommt und uns herausreißt aus dieser Gefangenschaft. Weil wir unfähig sind in unserer Sünde, da kommt Jesus. Durch seinen Tod, in seinem Blut, schafft er etwas ganz Neues. Einen neuen Bund. Einen neuen Bund, wie der Jesus sagt, Lukas 22, 20. Dieser Kelch, er meint damit sein Blut, ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Im Alten Testament, da wurden Bündnisse oft mit Blut besiegelt. So wird bei Adam, sehen wir, wie das erste Menschenpaar in Sünde fällt und Gott schlachtet, es fließt Blut. Bei Noah verspricht der lebendige Gott, dass keine Wasserflut mehr kommen wird. Und was macht der Noah? Er baut einen Altar, wieder fließt Blut. Beim Bundesschluss mit Abraham, wieder fließt Blut. Beim Bundesschluss am Gesetz im Sinai, wieder fließt Blut. Blut ist für den lebendigen Gott die Unterschrift. Es gilt.
Es ist unabänderlich, ewig gültig. Der neue Bund, den der lebendige Gott macht, unterschreibt der lebendige Gott nicht mit irgendetwas. Nicht mit Blut von Tieren, sondern mit dem Blut des lebendigen Gottes selbst. Und dieser Bund, er gilt einem jeden, der da will. Der lebendige Gott lädt uns ein und sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. In diesem neuen Bund, da wird Gott selbst, wird in Christus, wird der Mensch. In diesem neuen Bund, da geht Gott selbst in Jesus Christus ans Kreuz von Golgatha. In diesem neuen Bund bezahlt Gott selbst in Jesus Christus für deine und für meine Schuld. Und diese neue Bund bedeutet, wenn du daran glaubst, dass Jesus Mensch wurde, am Kreuz für dich starb, dann gilt dieser Bund auch dir. Und wir lesen in Johannes 3, Vers 15, wer an ihn glaubt, also der Bundesschließer, wer an Jesus glaubt, der diesen Bund gemacht hat am Kreuz von Golgatha, wer an ihn glaubt, der geht nicht verloren, sondern er hat ewiges Leben. Noch einmal, der alte Bund sagte, du musst. Der alte Bund sagte, du sollst. Der neue Bund sagt, du darfst. Kommet her zu mir alle. Der alte Bund sagte, tue es. Und der neue Bund sagt, glaube es. Glaube an das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Im neuen Bund ist ein ganz anderes Verhältnis. Wir müssen Gott nichts bringen. Wir dürfen das annehmen, was er getan hat. Wir dürfen das annehmen, was er getan hat am Kreuz von Golgatha, als er starb. Der alte Bund, da war die Folge Angst. Im alten Bund war Angst vor einem Gott, dessen Anspruch ich nie entsprechen kann. Der alte Bund sagt, ich kann es nicht. Der alte Bund bringt nur Versklavung. Im neuen Bund dürfen wir Kinder Gottes sein. In Römer 8, Vers 15 heißt es da, es ist Ausdruck des Neues, das Gott selber getan hat. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst. Der alte Bund versklavte, der neue Bund bringt uns die Kindschaft. Der neue Bund ist eine Liebeserklärung Gottes an dich persönlich. Im neuen Bund, da habe ich Vergebung der Schuld. Im alten Bund, da wurde die Sünde nur zugedeckt. Im neuen Bund wird die Schuld, die Sünde vergeben, weggenommen, auf jemanden gelegt, auf Gott selbst, der bezahlt für diese Schuld. Also mein Leben, wenn ich Jesus übergeben durfte, dann konnte ich alle meine Schuld auf ihn legen. Herr Jesus, du hast bezahlt, du gingst ans Kreuz, du hast dein Leben, dein Blut gegeben. Im neuen Bund, da wird diese Sünde weggenommen. Der Herr Jesus wurde mit meiner Schuld fertig. Im neuen Bund nimmt das Lamm Gottes diese Schuld auf sich. Er bezahlt. Er lässt sich an meiner Stelle ans Kreuz nageln. Er stirbt den Tod, den ich verdient hätte. Er, Gott selber, geht in die Gottesferne. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jesus selbst, der lebendige Gott, nimmt das auf sich, was ich verdient hätte. Er ist das Lamm Gottes, vor Grundlegung der Welt geschlachtet und nimmt meine Schuld auf sich. Und in diesem neuen Bund streckt uns Gott selbst in Jesus Christus die Hände entgegen. Er lädt uns ein, kommet her. Im neuen Bund, da gibt es keine Anklage mehr. Der alte Bund sagt, du sollst, tue dies nicht. Im neuen Bund werde ich völlig freigesprochen. Ich habe eigentlich den Zorn des gerechten Richters Gott selber auf mich geladen. Aber in Jesus Christus im neuen Bund spricht ich Jesus Christus gerecht. Jesus Christus sagt,
Schau einmal, ich habe deine Schuld, Samuel, auf mich genommen. Ich habe für dich, Samuel, bezahlt. Ich habe den Zorn Gottes, den du, Samuel, eigentlich verdient hast, habe ich auf mich geladen. Ich habe an deiner Stelle, Samuel, den Tod ausgekostet, bis in die tiefsten Tiefen, bis hinein in die Gottesferne. Und wisst ihr, weil das so ist, weil Jesus selbst, der Schöpfer dieses neuen Bundes, für mich eintritt, gibt es nichts mehr, das mich anklagen kann. Römer 8, Vers 1, da lesen wir, wie der Apostel Paulus so triumphierend sagt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Was für ein Unterschied, der alte Bund gegenüber dem neuen. Er klagt an, er spricht gerecht. Der alte Bund sagt, du sollst. Im neuen Bund, ich darf. Im alten Bund, Anklage, tue, und so wirst du leben. Und im neuen Bund, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Was für ein Vorrecht. Im neuen Bund sind wir auch ein für alle Mal gerechtfertigt. In Römer 5, Vers 1, da lesen wir, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind. Gerechtfertigt bedeutet, ich bin gerecht gesprochen von alledem, was ich je falsch gemacht habe. Und ich habe vieles falsch gemacht in meinem Leben. Aber im neuen Bund, weil Jesus für mich bezahlt hat, bin ich ein für alle Mal gerecht gesprochen. Gott interessiert deine Vergangenheit nicht, wenn sie unter dem Kreuz des Herrn Jesus abgelegt ist. Unter dem Kreuz, in dem neuen Bund, bin ich ein für alle Mal gerecht gesprochen. Ich bin nicht mehr schuldig. Gott sieht mich als völlig gerecht an, ohne schlechte Vergangenheit, ohne Schuld, die belasten könnte. Und selbst der Teufel muss eingestehen, da ist nichts mehr, das den Samuel anklagen könnte. Und selbst mein Gewissen hat nichts mehr zu sagen, weil einer größer ist. Es ist Jesus Christus, der für mich eintritt. Er hat für mich bezahlt. Er hat mich gerecht gesprochen am Kreuz von Golgatha. Der neue Bund bedeutet auch, dass Gott zu meinem Vater wurde. Ich kann mich gut erinnern, als Jugendlicher, da las ich Psalm 27, Vers 10. Hat mich so tief eingegraben. Ich sehnte mich nach einer Vaterfigur. Ich hatte sie leider nicht. Ich sehnte mich nach jemandem, der mir den Weg weist, der sagt, schau einmal, das ist der Weg, den gehe. Und dann las ich Psalm 27, Vers 10. Und dort steht, Vater und Mutter verlassen mich, aber Gott nimmt mich auf. Ich habe den Vater gefunden in Jesus Christus. Der neue Bund bedeutet, Gott selber will mein Vater sein. Er gibt mir Orientierung, Wegweisung, er sagt, wo es lang geht. Ich darf mich an ihn festhalten, ich darf mich an ihn klammern, ich darf mich zu seinen Füßen niederlegen. Ist Gott dein Vater? Vater und Mutter, sie verlassen mich, aber der Herr, er nimmt mich auf. Und im neuen Bund in Jesus Christus, da wird Gott selbst in Jesus zu meinem Vater. In Römer 8, 15, da lesen wir, sondern ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Also hier nimmt der Paulus Bezug auf das Alte Testament. Der Bund vom Sinai bringt Knechtschaft. Der Bund von Golgatha bringt die Kindschaft. Gott selbst will unser Vater sein. Er, der Himmel und Erde schuf, will dein Vater sein. Er, der Herr aller Herren, er will dein Vater sein. Er, der König aller Könige, er will dein Vater sein. Und wisst ihr, eine normale Vaterbeziehung ist doch geprägt von Liebe, von Vertrauen, von Wertschätzung, von Respekt. Was für ein Vorrecht. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Voller Liebe, voller Vertrauen, voller Wertschätzung. Schaut er nach dir aus. Und wisst ihr, der lebendige Gott, der ewige Vater,
Er liebt uns so sehr, dass er die Hände uns entgegenstreckt in Jesus Christus. Und uns in Jesus Christus sagt, schau mal, ich habe dich so lieb, dass ich sogar mein eigenes Leben gebe für dich. Ist Gott dein Vater? In dem neuen Bund haben wir eine wunderbare, herrliche Zukunft. Wir lesen in Römer 8, ab Vers 16, sind wir aber Kinder, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, wenn Gott dein Vater ist, wenn du dein Leben dem Herrn Jesus gegeben hast, dann bist du nicht nur ein Kind. Paulus geht weiter und sagt in Römer 8, Vers 16, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben des Christus. Für mich ist es so faszinierend, wunderbar zu wissen, es geht jeden Tag näher der Ewigkeit. Näher der Heimat, wo wir nie mehr weggehen müssen. Der Jesus redet zu seinen Jüngern in Johannes Kapitel 14, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, ich würde hingehen, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich freue mich, endlich da zu sein. Wir dürfen eines Tages, wenn wir in diesem Bund eingewilligt haben, am Kreuz von Golgatha, dann dürfen wir einmal bei ihm im Himmel sein. Es wartet ein herrliches Erbe auf uns. Wir sind Teilhaber des ewigen Lebens. Wir werden mit Christus regieren. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Jedes Bürgerrecht auf dieser Erde, das vergeht in Anbetracht der Herrlichkeit, die da kommen soll. Wir haben ein Wohnrecht bei Gott. Gottes Name wird auf unseren Stirnen stehen. Bist du schon eingetreten in diesen Bund, den Gott gemacht hat am Kreuz von Golgatha? Wenn du eingetreten bist in diesen Bund, dann darfst du auch mit Jesus Sieger sein. Jeden Tag aufs Neue. Es gibt ein wunderbares Lied, wo es heißt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Aber ist es auch schon Realität in deinem Leben? Bist du ein Sieger mit dem Herrn Jesus? Ein Überwinder? Wenn du in diesem Bund eingetreten bist, ist die Grundlage geschaffen, dass du ein Siegersleben, ein Überwinderleben führen kannst. Der Herr Jesus hat am Kreuz triumphierend, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Und auch in Bezug deines Lebens. Jesus hat den neuen Bund unterschrieben, nicht mit irgendetwas, mit seinem eigenen Blut. Und er hat, als er diesen Sieg ausgerufen hat, hat er den Schlange den Kopf zertreten. Und wir dürfen jubeln und einstimmen in diesen Sieg, wo Paulus sagt in 1. Korinther 15, 51, 57 und so weiter, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und dann Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. In diesem neuen Bund sind wir Sieger, sind wir Überwinder. Und wisst ihr, es wird die Zeit kommen und diese Zeit ist nicht mehr fern, wo Gott sein Reich aufrichten wird auf dieser Erde. Aber Gott möchte schon sein Reich aufrichten in deinem Herzen und in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinem Umfeld, in deiner Familie. Und du darfst Teil davon sein, wenn du eintrittst in diesen Bund, den Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Jesus ist Sieger, Jesus bleibt Sieger und mit Jesus darfst du Sieger sein, jeden Tag neu. Wenn du mit Jesus in diesen Bund eingetreten bist, dann hat nicht das Elend deines Lebens das letzte Wort, sondern Jesus Christus. Es ist auch nicht der Feind, der obsiegt, nein, Jesus Christus. Es sind nicht die Umstände, die vielleicht dir über den Kopf wachsen. Jesus, er ist und er bleibt Sieger. Und wisst ihr das Schöne? Wenn du mit Jesus in diesen Bund eingetreten bist, dann kann dich nichts und niemand von dieser Liebe in Jesus Christus scheiden. Paulus, und es ist einer meiner Lieblingsverse, Paulus sagt in Römer 8, Vers 31,
Wer will denn gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wer will denn Samuel noch verdammen? Wer? Paulus fragt dann, ja, wer will verdammen? Wer will gegen Samuel Anklage erheben? Weil Gott ist es ja, der rechtfertigt. Er selber hat seinen Sohn gesandt. Er selber schickt seinen Sohn und er stirbt am Kreuz von Golgatha. Er gibt seinen Sohn, er schließt diesen Bund. Und nun kommt jemand und will noch den Samuel anklagen, der eingewilligt hat in diesem Bund. Und deswegen sagt Paulus, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus, er ist doch gestorben, ja noch viel mehr. Er ist auch auferweckt. Diese Auferstehung Jesu ist das Siegel dessen, dass Jesus gesiegt hat. Dass Gott selber in seiner Heiligkeit Ja sagt und dieses Opfer annimmt. Und in dieser Auferstehung, in diesem Tod bin ich ein für alle Mal gerechtfertigt. Und die ganze Hölle, die kann toben und tun. Aber Jesus Christus ist Sieger und mit ihm auch ich. Und wenn sie anklagt und verdammt, da ist einer, der mich gerecht spricht, Jesus Christus. Paulus geht weiter und sagt, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Aber in dem allem sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Am Kreuz von Golgatha wurde seine Liebe offenbar. Dort schließt er den Bund und er will dich mit hineinnehmen in diesen Bund, den er geschlossen hat. Und dieser Bund, der bleibt ewig bestehen. Der neue Bund, das bedeutet, es ist Jesus, der bezahlt hat. Es ist Jesus, der uns hält. Es ist Jesus, der uns ans Ziel bringt. Es ist Jesus, der uns rechtfertigt. Es ist Jesus, der sein Alles, sein Leben gibt für dich. Willst du nicht auch hineinkommen mit in diesen Bund? Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir in dir, Herr Jesus, die Erlösung haben. Du hast für mich bezahlt. Du hast mich gerecht gesprochen von dem Vater. Ich kann nur anbeten und dir Danke sagen. Und Herr Jesus, wenn heute Abend Menschen da sind, die noch nicht eingewilligt haben in diesem Bund, die noch nicht gesagt haben, Herr Jesus, hier bin ich kann dir gar nichts bringen, aber ich bringe dir mein Leben, ich bringe dir mein Alles. Komm du, Herr Jesus, in mein Leben. Wenn Menschen heute Abend da sind, die nicht wissen, dass sie ein Kind Gottes sind, schenke, Herr Jesus, dass sie nicht nach Hause gehen, ohne mit dir versöhnt zu sein, ohne ihr Leben dir übergeben zu haben. Herr Jesus, schenke es in deiner Gnade. Danke für diesen neuen Bund, für dieses Neue, das du geschaffen hast am Kreuz von Golgatha. Gott selbst wird Mensch, er stirbt für uns, er bezahlt mit seinem eigenen Leben. Wie kann ich das verstehen? Wie kann ich das begreifen? Ich kann nur anbeten und Herr Jesus, dir Danke sagen. Danke für alles, was du getan hast. Wir beten dich an und schenk in diesen Tagen der Osterkonferenz, dass Menschen dich finden, dass Raum zur Buße da sein darf, dass Menschen sich bekehren und ihr Leben dir übergeben. Und wenn Menschen da sind, der Leben, Herr Jesus, irgendwie in die Irre ging, als Kinder Gottes, schenk, dass sie umkehren, Buße tun und dir Recht geben und ein ganz Neues schaffen mit dir. Denn die Grundlage hast du geschaffen am Kreuz von Golgatha. Danke aus tiefstem Herzen, Herr Jesus. Amen.